20er. Wir sind die Community von den jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass diese Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt. Darum mach dein Herz auf für das, was Gott für dich heute verraten hat. Unsere Kirche ICF Zürich feiert dieses Jahr ihr 20-Jahres-Jubiläum. In dieser ganzen Zeit haben wir nie ein permanentes Zuhause gehabt. Durch das stetige Wachstum unserer Kirche, aber auch durch externe Umstände, haben wir immer wieder unsere Zelte abbrechen und an temporären Ort wieder aufstellen. Aber diese Zeiten, die sind bald vorbei. Wir freuen uns extrem, dass wir als Kirche endlich heimkommen in ein permanentes Zuhause. Wir werden Ende Jahr in eine top ausgerüstete Halle einziehen, wo uns Möglichkeiten gibt für unsere Celebrations, gleichzeitig aber auch viel Raum für Gemeinschaft, für ICF College, Kurs, auch geniale Räumlichkeiten für die Jugendlichen und Kinder in unserer Kirche. Wenn du möchtest mithelfen, dass das Projekt Realität wird, du dich interessierst für das Projekt Coming Home und vielleicht auch das Projekt möchtest finanziell unterstützen, dann kannst du dich informieren über unsere Webseite. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wie würde dein Leben aussehen, wenn Angst keinen Einfluss mehr darauf hat? Wie wirst du träumen? Wohin wirst du gehen? Was wirst du machen? Wir lassen uns nicht mehr länger zurückhalten von der Angst, von der Niederlage, Angst vor dem Ungewissen. Wir kennen vielleicht nicht unsere Zukunft, aber wir kennen den, der die Zukunft in seinen Händen hält. Mit dem Glauben überwinden wir Hindernisse und treten ein in alles, was Gott für uns bereit hat. Wir lassen uns befähigen vom Heiligen Geist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist gegeben von der Angst, von der Schwäche, sondern einen Geist, der uns mit Frieden und Liebe und Stärke erfüllt und uns befähigt, das Leben zu führen in der Art und Weise, wie Gott es sich ausgedacht hat. Bist du bereit für einen furchtlosen Glauben? Danke vielmals. Merci. Danke Joel für deine lieben Worte heute zusammen. Ich freue mich mega, im 20er zu sein. Das ist wirklich ein grosser Tag für mich. Ich habe es in der Hauptprobe schon gesagt, das ist eigentlich ein Highlight von meinem Leben. Weil, als man im ICF den 20er gegründet hat, da bin ich schon zu alt für den 20er. Also ihr merkt, ich bin so alt, ich tue jetzt nicht genau sagen, wie lange das her ist, aber es ist lange her, als man den 20er gegründet hat und ich bin damals schon zu alt gewesen. Das bedeutet, ich bin also ein bisschen älter als die meisten drinnen. Aber ich bin mega begeistert vom 20er. Weil, wie der Joel gesagt hat, die Community ist mir mega vom Herzen in unserer Kirche. Und wenn man ins ICF hineinschaut, dann sieht man eine Community, die so richtig pumpt, die aus allen Nähten platzt. Wie heute Abend auch hier rein. Und das ist der 20er. Und ich finde euch einfach mega cool, jeder von euch, der hier einen Teil dabei mit beiträgt. Danke vielmals für deine Energie, für deine Leidenschaft, die du in die Kirche hineingibst. Danke für das, was du bist, für das, was du an Liebe an Jesus hineinbringst in die Church. Das ist mega ansteckend. Ich glaube, für jede Community, für jeden, der in unsere Kirche im ICF kommt, ist das mega begeisternd, dürfen den 20er in unserer Church haben. Danke dir vielmals als erstes schon mal für das. Danke auch für dich, Joel, dass du der Leiter bist von dieser Community. Ich liebe dich. Du bist so ein leidenschaftlicher Mann für Jesus. Du begeisterst die Leute hier rein mit deinem Leben. Und das finde ich genial. Lass uns doch einen Applaus geben, Joel, Jesus. Ja, yeah, darum habe ich mich so gefreut, bei euch zu sein, weil ihr seid einfach ansteckend. Und ich lasse mich jetzt eine halbe Stunde von euch anstecken. Yeah. Ich habe eine Leidenschaft in meinem Leben, die mega aufgehört ist, und das ist die Leidenschaft für Süßes. Das habe ich als Kind extrem gehabt. Ich habe mega gerne Süßes gehabt. Und irgendwann hat das abgestellt und ich habe angefangen Salat zu essen. Früher bin ich am Tisch gesessen, gleich wie jetzt mein einer Sohn. Und wenn es Salat im Teller hatte, hätte die ganze Familie mindestens 10 Minuten länger am Tisch warten, weil ich habe das Zeug nicht runtergebracht. Das ist wirklich nicht vom Maul da hinten runter in den Magen runter. Der Salat ist einfach nie runter. Und ich habe dann irgendwann einen Trick entwickelt, weil wir haben die Regel gehabt, bei uns, so der Familienkultur, man ist am Tisch,
bis jeder fertig ist, oder? Darum war es für die anderen so scheiße, dass ich den Salat nie gegessen habe. Also ich war geplagt, wirklich von meinen Schwestern, von meinen Eltern. Und irgendwann habe ich dann den Salat einmal da auf der Seite aufgestopft und habe den gleichen da, wie wenn nichts wäre. Vielleicht hast du es auch schon gemerkt, wenn der Salat lange im Maul behalten wird er lampig, kleiner, ein bisschen dichter und darum kannst du ihn da ausstecken. Also einfach ein Tipp, falls du die Spassbremse bist am Essen wegen dem Salat, das ist ein Geheimtipp. Und ich bin dann einmal raus und habe das Zeug ins WC abgespült und habe eigentlich die ganze Familie erlöst. Und was ich gerne kann, ist eben Süßes gewesen. Und das war so krass gewesen, dass ich jeweils beim Wocheneinkauf angefangen habe, probieren, den Wagen der Eltern zu füllen, oder? Mit den Sachen, die ich gerne habe. Und sie sind aber sehr streng gewesen und das ist nicht drin gelegen. Und dann habe ich eines Tages in der Migros, so bin ich so an einer Stelle vorbeigelaufen mit wunderschönen Sugus-Packungen. Und ich habe einfach die ganze Einkauf lang bin ich immer wieder an diesem Sugus-Pack vorbei und ich habe mir überlegt, wie kann ich den heimbringen, ohne dass das jemand merkt. Ich kann mir den nicht da in den Backen aufstopfen. Der ist nicht so wie Salat, der ist einfach wie er ist, der Sugus-Pack. Ich habe es irgendwie geschafft, ich bin hinten reingesessen zwischen meinen Schwestern und links am Rand draussen, ich weiss noch genau. Und darum ist das so gut gegangen, dass ich unterwegs Sugus anfangen zu essen. Dann haben es meine Schwestern gemerkt und ich musste sie beschwichtigen, hey, nichts sagen und so. Weil ich habe die geklaut, oder? Und sie haben mich dann bestochen, das ist ja logisch, liegt auf der Hand. Ja, wir sagen schon nichts, aber so 1, 2 müssen schon drin liegen. Und so haben wir auf der hinteren Bank Sugus gegessen und ich bin bis heute sicher, meine Eltern haben es gemerkt, aber sie haben nichts gesagt. Und so bin ich in die Woche hineingegangen. Ich habe meinem Papi nichts gesagt, meinen Eltern nichts, aber wir sind jeden Abend in unserer Familie sind wir zusammengehockt und haben der Papi die Bibel aufgeschlagen, hat mit uns gebetet, hat Jesus eingeladen, wir haben geworshipped in unserer Familie und jeden Abend habe ich den scheiß Sugus-Pack irgendwo in meinem Magen gespürt. Es war mir schlecht. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ich habe einfach gemerkt, ich bin voll daneben mit meinem Sugus klauen, oder? Aber ich konnte es nie sagen. Und dann so gegen Ende Woche habe ich irgendwann gewartet, bis alle im Bett sind und dann bin ich zum Papi und habe gesagt, hey Papi, ich muss dir etwas erzählen, oder? Und dann habe ich ihm das beichtet, dass ich beim Posten Sugus geklaut habe. Er hat seinen Arm um mich herumgetan und hat gesagt, ja, was ist dein Plan, was machen wir jetzt? Ich war schon mal erleichtert, dass er nicht verrückt wird, oder? Und ich habe gesagt, ich habe keinen Plan, also ich weiss nicht, oder? Auf jeden Fall hat er dann gesagt, ich habe einen. Lass uns nächsten Samstag wieder zu der Migros gehen. Du laufst zu dieser Frau am Kundendienst und du erzählst ihr. Und du zahlst deinen Sugus-Pack. Ich komme mit dir. Das hat mich mega angeschissen. Ich dachte, ja, scheiß Plan, oder? Vielleicht gleich gescheiter nichts gesagt. Aber wir haben es durchgezogen. Mein Papi hat mich gepusht die ganze Zeit. Und ich bin dort wirklich als kleiner Bub, ich war etwa 7 gewesen, bin ich reingekommen in die Migros und ich wusste, ich muss dort hin. Und bevor ich loslaufe, sagt der Papi, hey, gell, ich bin da, ich komme mit dir, ich bin einfach ein bisschen hinter dir, du kannst das selber. Und ich gebe dir jetzt den 5-Lieber und den 5-Lieber streckst du ihr entgegen und dann sagst du einfach, es tut mir leid, ich habe Sugus geklaut, fertig. Das ist vorbei. Ich habe das gemacht und ihr könnt euch vorstellen, die Frau dort an diesem Kundendienst, die war berührt gewesen, oder? So ein kleiner Bub mit unschuldigen, schuldigen Augen. Streckt so einen 5-Lieber auf und sagt, ich habe vor einer Woche Sugus geklaut. Sie war so berührt, sie hatte Tränen in den Augen gehabt. Und sie hat gesagt, lieber Bub, hey, nimm deinen 5-Lieber und da hast du noch einen Hampfel Sugus. Und die Sache war erledigt, oder? Die Geschichte, das Erlebnis, das hat mein Leben mega geprägt. Im Umgang natürlich erstens mit meinem Papi. Ich habe gelernt durch die Geschichte, mein Papi hebt zu mir. Er liebt mich, selbst wenn ich voll daneben bin. Selbst wenn ich sein Vertrauen missbrauche. Ich habe in dieser Zeit gelernt, mein Papi ist mit mir, direkt hinter mir, nur einen Schritt hinter mir, dann, wenn ich meine Sünde bekenne. Und mein Papi ist der mich sogar rausgekauft hat aus dem Schlamassel. Er hat mir den 5-Lieber in die Hand gedrückt. Ich glaube, jeder von uns drinnen, wo Gott, unseren Vater im Himmel kennt, merkt die Geschichte gleicht am Charakter von unserem Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel ist genau gleich. Er liebt dich so fest, dass er es nie zulassen würde, dass deine Schuld, deine Fehler, dass der Moment, wo du daneben bist, ihn würde abhalten, dich zu lieben.
So ist Gott nie. Und unser Gott, unser Vater im Himmel, ist so krass, dass er die Schuld, die wir auf uns geladen haben, sogar gezahlt hat. Damit dann, wenn wir uns eines Tages outen, dass wir den 5 lieber im Sack haben und können weiterleben. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns liebt. Und in dieser Serie Fearless Faith, wo wir drin sind, darf ich heute über die furchtlose Liebe reden. Und der Charakterzug von Gott ist genau, dass er furchtlos dich und mich liebt. Gott liebt dich furchtlos. Warum furchtlos? Weil er schon lange, bevor du ihn geliebt hast, hat er seinen Sohn auf die Welt geschickt. Er hat Jesus auf die Welt geschickt. Und Jesus ist als Kreuz von Golgatha. Er hat deine und meine Sünde und deine und meine Krankheit, dein und mein Tod hat er ertragen am Kreuz. Lang bevor er gewusst hat, wie du dich eines Tages entscheidest. Gott ist ein furchtloser, ein leidenschaftender Liebhaber für jede Person hier drin. Er liebt dich so krass, furchtlos, egal wie du dich entscheidest, für oder gegen Gott. Er liebt einfach und zwar so krass, dass er sein Leben für dich angegeben hat. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen aus dem 1. Johannes 4, da steht: Ja, wenn die Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, gleich wie ich mit der Sugus, der kennt wirkliche Liebe noch nicht. Der Vers finde ich so begeisternd. Der ist so tief wahr. Wenn wir einen Gott haben, der uns furchtlos liebt und wir gehen trotzdem durch unser Leben zitternd vor Angst, er könnte uns strafen, dann steht in dem Vers, dann kennen wir wirkliche Liebe noch nicht. Ich habe durch die Geschichte gelernt, dass mein Vater mich liebt. Und ich habe durch die Geschichte von meinem Leben gelernt, dass mein Vater im Himmel mich genauso liebt. Dass ich nicht zittern vor Angst, er könnte mich strafen, dass ich nicht mich selbst kasteien mit der Religiosität, sondern ich weiß, mein Vater im Himmel liebt mich. Wir Christen verwechseln oft 2 Sachen. Wir verwechseln, dass wir die Beziehung zu unserem Vater trüben können und das andere, dass wir von der Liebe von Gott abgetrennt werden. In der Bibel steht im Römer 8, es gibt nichts, wo dich und mich von der Liebe von Gott könnte trennen. Nicht einmal deine Fehler, nicht einmal deine Sünde, nichts, egal wie krass das ist, aber deine Sünde kann wie meine Sugus-Geschichte, kann ein Schatten, kann eine Distanz, kann ein Unwohlsein zwischen dich und deinem himmlischen Vater einstellen. Das kann Sünde schon. Und das geht so lange, bis wir uns zu unserem Vater anwenden und merken, wow, seine Arme sind immer noch offen. Seine Liebe ist immer noch genau gleich, wie bevor ich gesündigt habe. Es gibt keinen Grund, dass du heute Abend zitterst, weil du irgendetwas in deinem Leben hast, das nicht aufgeht. Weil du irgendetwas gemacht hast oder eben nicht gemacht hast, das dich könnte vom Vater im Himmel trennen. Es gibt nichts, das dich trennt von der Liebe von dem Gott im Himmel. Er liebt dich furchtlos. Du kannst auch in deiner Zukunft nichts machen, das dich trennen von der Liebe von Gott. Die Frage ist, ob wir uns ihm zuwenden. Die Frage ist, ob wir es zulassen, dass unsere Beziehung belastet ist zu ihm. Der Fakt, dass ich das heute sagen kann, hat damit zu tun, dass Jesus im Garten Gethsemane, dort, wo er kurz vor seinem Tod am Kreuz war, dass Jesus den Kampf für uns gewonnen hat. Wenn wir heute Abend über furchtlose Liebe reden, dann gibt es eigentlich auf der einen Seite die Liebe und auf der anderen Seite gibt es die Angst. Furchtlose Liebe bedeutet, da ist die Angst und die Furcht und da ist die Liebe. Und Liebe kennt die Angst nicht. Liebe und Angst ist genau das Gegenteil. Und wo Jesus im Garten Gethsemane ist, wo er genau weiss, jetzt ist der Moment, wo ich mein Leben angeben werde. Der Moment, wo sie kommen werden, der Judas wird mich küssen und verraten. Jesus hat alles gewusst. Er gewusst, er wird an dem Kreuz sterben. In dem Garten ist der Kampf der Giganten abgegangen. Der Kampf vom Gigant der Liebe gegen den Gigant der Angst und der Furcht. Das sind 2 Giganten, die bis heute in dieser unsichtbaren Welt fighten um dich und um mein Herz. Und Jesus kennt den Kampf. Jesus ist im Garten Gethsemane im Boden gelegen. Die Jünger haben ihn schon lange verlassen. Die sind getrieben von ihrer Angst. Aber Jesus hat den Kampf durchgehabt, dass er an der Liebe festgehalten hat für dich und mich. Mich berührt das immer wieder, wenn ich meditiere und nachdenke über diesen Moment.
der die Weltgeschichte massiv geprägt hat. Nicht nur massiv, sondern alles verändernd. Der Moment am Kreuz, logisch, aber ich glaube, wir vergessen manchmal auch den Moment im Garten Gethsemane. Der Moment, wo Jesus die Wahl hatte, um sich für die Angst zu entscheiden. In Jesus Sinne ist die Angst auch da gewesen. Wir lesen in seinen Worten, wie er mit dem Vater ringt. Aber Jesus hat sich entschieden für die Liebe. Er hat sich entschieden, für dich und mich einen Weg zu bahnen zu dem Vater im Himmel. Dass die furchtlose Liebe von Gott dich und mich erreicht. Jesus hat im Garten Gethsemane die Angst zu einer Lüge gemacht. Jesus hat im Garten Gethsemane offenbart, dass die Angst nur eine Fantasie ist. Aber die Liebe sich äußert in einer Tat. Liebe ist ein Fakt. Die Liebe von Gott für dich und mich ist ein Fakt und eine Tatsache. Angst ist eine Fantasie. Angst ist immer eine Fantasie. Wenn du einen Stier siehst, auf dich zurennen, dann kommst du mega Schiss über, ich auch. Weil du dir vorstellst, wie er jetzt gerade in dich reintätscht und dich zermalmt, oder? Aber es ist nur eine Fantasie von dem, was wird kommen. Es ist noch nicht passiert. Die Liebe von Jesus ist ein Fakt, der passiert ist, wo für jeden Mensch offenbart, dass er, der Vater im Himmel, dich so fest liebt, dass er alles für dich gemacht hat, dass du zu seiner Beziehung kannst kommen. Die Liebe von Gott ist furchtlos im Garten Gethsemane, am Kreuz von Golgatha und heute Abend, an diesem Freitag, in diesem 20er, für dich. Gott fürchtet nichts, was in deinem Leben passiert ist. Und es ist gut, wenn du auch nichts fürchtest. Weil du weißt, es ist ein Gott, der immer noch zu dir steht. Du bist ein Gott, der sogar den Fünfliber in deine Hand drückt, wenn es eines Tages darum geht, dass deine Schuld offenbar wird. Die Stimme der Angst in unserem Leben ist immer die, dein Leben ist sinnlos. Niemand interessiert sich für mich. Vielleicht sagt die Stimme der Angst in deinem Leben, Gottes Liebe musst du dir zuerst verdienen. Das sind alles Stimmen der Angst, die nur Fantasie sind. Die Realität ist, Gott liebt dich furchtlos. Gott liebt dich genauso, wie du bist. Und wenn wir das mal begriffen haben, und das ist in meinem Leben immer noch ein Prozess, es gibt ja irgendwann einen Moment, wo ich mich entscheide, den Gott auch zu lieben, und dann fängt die Liebe von Gott mich an zu verändern. Und ich möchte mit dir so heute Abend ein paar Punkte durchgehen, was es bedeutet, wenn die Liebe von Gott in meinem Leben stärker wird als die Angst, die in meinem Leben ja immer anklopft. Das Erste ist, ich liebe Gott furchtlos. Wenn ich erkannt habe, wie Gott der Vater ist, wie furchtlos er mich und dich liebt, dann kann ich eigentlich fast nicht anders als Gott zurücklieben. Im 1. November 1998, es war richtig kalt, habe ich mich taufen lassen im Zürichsee. Und was ich mit dem gesagt habe, ist Folgendes im Galater 2, Vers 20. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Ich habe mich entschieden, furchtlos mein Leben anzulegen, dass Jesus in mir lebt. Mein ganzes Leben gehört ihm. Und vielleicht denkst du jetzt, wie der das ausspricht, der ist mir recht selbstsicher. Ich sage das, weil ich furchtlos bin, weil ich mich entschieden habe. Ich schaue nicht auf das, was könnte passieren, sogar in mir, sondern ich schaue auf Gott und ich liebe ihn furchtlos. Wo der Teufel in den Himmel kommt und probiert, Gott zu überzeugen beim Hiob. Die Geschichte vom Hiob, dass er Plagen bekommt. Weil der Hiob war ja mega reich und der Teufel wollte zeigen, sogar der mega gesegnet ist, der mega sagt, er liebe Gott, sogar der wird die Liebe zu Gott auf die Seite schieben, wenn es ihm nur schlecht geht. Lass uns lesen, was er sagt. Hiob 2, Vers 4. Da hat der Teufel im Himmel gesagt, kein Wunder, dass er dich liebt. Er selbst ist doch noch mit heiler Haut davongekommen. Also dem geht es so gut. Das ist ja logisch, dass er dich liebt. Und dann sagt der Teufel ganz etwas Tiefes. Ein Mensch gibt alles her, was er besitzt, wenn er damit sein eigenes Leben retten kann. Wenn wir da genau anschauen, dann wissen wir, wer der Vater von jeder Angst ist. Das ist ein Ausspruch, wo der Teufel über dir und mir probiert, die Stimme der Angst in dich hineinzudrücken. Und er sagt, du würdest alles angeben, Hauptsache du kannst dein Leben retten. Spürst du den Widerspruch zu dem, was im Galater steht, wo steht, darum lebe nicht mehr ich, sondern Jesus in mir, ich gebe mein ganzes Leben für Jesus. Nicht ich habe mein Leben abgeleitet, sondern ich lebe für ihn. Der Teufel sagt, du lebst nur für Jesus,
weil du dein Leben willst retten. Aber das stimmt nicht. Wenn wir Gott lieben, sind wir bereit, alles anzulegen. Weil ich Gott liebe, bin ich bereit, meine Finanzen ihm anzulegen. Das ist ja dort, wo es uns immer recht ans Eingemachte geht. Weil ich Gott liebe, bin ich bereit, das zu tun, was er mir aufs Herz legt. Weil ich Gott liebe, bin ich furchtlos und kann sagen, Gott, ich höre auf dich, red zu mir, egal was du sagst, ich werde das tun. Das ist im Fall furchtlos. Das ist ein furchtloses Gebet. Ich kenne Leute, die aufgehört haben, eines Tages das zu beten, weil ihnen der Preis zu hoch war, das zu tun, was Gott wirklich will. Und ich möchte dich ermutigen, lieb deinen Gott furchtlos. Lass dich nicht überwinden von der Angst, wo der Teufel sagt, du bewahren, du behalten, was du kannst, weil es könnte ja sein, dass Gott dich gar nicht so fest liebt. Und das ist seine Taktik seit dem Sündenfall, seit dem Garten Eden. Probiert er uns das zu sagen. Das ist die Stimme von der Angst. Meint Gott echt das wirklich gut mit mir? Sollte ich nicht besser für mich selber sorgen? Das ist die Stimme von der Angst. Und die Stimme von der Liebe ist, ich gebe mein Leben für Jesus an. Vielleicht bist du heute da und du hast dein Leben noch nie dem Jesus angelegt und gesagt, ich gebe dir mein Leben, ich möchte für dich, mein Gott, leben. Dann ist vielleicht dein Moment heute, wo du furchtlos wirst. Wo du die Angst auf die Seite legst, wo du sagst, ich tue auf die Seite, dass ich selber für mich sorge, dass ich selber mein Chef bin, sondern ich liefere dir, Gott, mein Leben aus. Weil ich die Furchtlosigkeit von deiner Liebe realisiert habe. Dann ist heute ein Abend von der Rettung für dich. Ich möchte einen weiteren Abschnitt machen. Wenn ich Gott liebe, dann bin ich bereit, auch andere Menschen zu lieben. Und wenn ich andere Menschen liebe, dann merke ich immer, es fängt eigentlich bei mir an. Ich liebe mich selber. Furchtlos ist so ein Titel, den habe ich so angeschrieben. Da überlegt, ja, eigentlich ist er einfach logisch, aber was erzähle ich da? Und dann ist mir so ein Moment in den Sinn gekommen, vor ein paar Wochen. Ich bin Morgen aufgestanden und eigentlich fast jeden Tag, wenn ich aufstehe, habe ich einen mega Stress. Eigentlich nicht am Anfang, wenn ich aufstehe, sondern bevor ich auf den Zug muss. Ich schaue immer auf die Uhr, ich sehe genau, was läuft und ich denke immer, ich muss dann und dann raus, dass ich den Zug noch verwünsche. Und ich habe ein Velo parat, ich habe die Vespa parat oder ich kann zu Fuß gehen. Also ich bin immer ready, um je nach Zeit zu entscheiden, wie ich jetzt auf den Zug muss. Und meine Frau, meine Buben, die wissen schon genau, die sind recht nervös, einmal mehr als ich. Weil ich bin gespannt durch das, dass ich das habe, seit ich Kind bin. Ich habe seit ich Kind jeweils den Hagel absäckeln von unserem Bus, damit ich rechtzeitig gekommen bin. Und ich bin manchmal den Hang abgestürzt. Dann haben die Nachbarn gesagt, wenn ich heimgekommen bin, gell, heute Morgen hast du wieder Stress gehabt. Also die haben das gehört, akustisch, dass der Sieber den Hagel abstampft. Und dann bin ich so auf dem Velo vor ein paar Wochen und stresse Richtung Bahnhof. Ich weiss immer, wenn der Bahnübergang klingelt, dann muss ich losfahren. Dann langt es gerade noch. Und ich habe innerlich mich so angeklagt. Ich habe gedacht, hey, jetzt bist du dann gleich 42. Jetzt habe ich es gleich gesagt. Nein, ich bin mega entspannt mit dem Thema. Total. Nein, völlig. Nein, total. Ich bin mit dem Velo zu dem Bahnhof gestresst und ich habe innerlich mich angeklagt und gedacht, jetzt bist du 42 und du bist immer noch genau im Gleichen wie damals als Kind. Du hast einen Stress, du gehst in den Tag rein, in einer Hektik und man merkt es dir an, du bist nicht in der Ruhe, du kommst nicht entspannt zum Arbeiten, du bist einfach gestresst und deine Frau und deine Kinder und Jesus hast ja und so. Und dann plötzlich ist es so wie eine Stimme in mir, die sagt, hey Michi, ich finde es so lustig. Ich finde es im Fall so lustig, wenn ich dir zuschaue und ich habe gemerkt, das ist der Heilige Geist, das ist Jesus, der zu mir sagt, hey, ich finde es so unterhaltsam, dich zu beobachten, wie du seit dem Bub bist, immer an den Bahnhof stressst und wie es dir immer langt und wie du einen Stress hast und plötzlich war auf meinen Lippen ein Lachen und ich habe gedacht, das stimmt eigentlich. Das ist eigentlich hühnenunterhaltsam, wenn man mir zuschaut. Das ist eigentlich, und das langt mir immer und ich bin total relaxed in dem. Ich bin zwar schon physisch gestresst, ich muss schon pressieren, aber innerlich bin ich eigentlich mega easy. Ich habe nie Angst, ich verpasse den Zug. Ich kann bis zum letzten Moment immer noch mein Brötchen essen und nachher, wenn es losgeht, dann geht es einfach schnell. Aber es langt mir. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie Jesus mich so entspannt in dem. Und seit diesen
paar Wochen bin ich so versöhnt mit mir selber und kann mich lieben und sagen, hey, furchtlos liebe ich mich. Selbst in diesen Momenten, wo ich extrem Stress habe, ich bin jetzt halt im Moment einfach so, vielleicht verändert sich das dann, wenn ich 70 bin und ich nicht mehr Velo fahren kann so schnell. Aber bis zu dem Moment, wo das kommt, habe ich jetzt immer ein Smile auf meinen Lippen, wenn ich gestresst bin. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich selber furchtlos liebst, weil die Stimme von der Angst sagt dir vielleicht, du bist nichts Besonderes, du bist nicht liebenswert. Es lohnt sich nicht, dass du dich annimmst, so wie du bist, aber die Stimme von der Liebe sagt dir, du bist einzigartig. Du bist wunderbar. Du darfst dich lieben, furchtlos. Genau an die Sachen, die vielleicht schwierig sind. Und wir dürfen als Umfeld sein, als Kirche, wo wir einander ermutigen. Oder? Es ist ja mega heikel in diesen Sachen, wo jemand speziell ist, wo jemand ein bisschen raussticht. Da gibt es immer die Möglichkeit, einen Spruch zu machen, um es vielleicht noch ein bisschen markieren, wie mit einem Markerstift, was dann leuchtet. Die wir wie einander so Zeug anmalen, wo ein bisschen speziell ist. Und das macht es so schwierig zum Teil, sich selber zu lieben, wenn man merkt, dass man speziell ist. Und dann kommt man Angst über, das Spezielle nach außen zu tragen. Zu scheinen mit dem, wie Gott einem eben genau unterscheidet von allen anderen. Ich möchte nicht das ganze Zitat lesen, aber ich möchte von Nelson Mandela einen Satz lesen. Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst ist, grenzenlos mächtig zu sein. Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am meisten. Das ist ein krasser Satz. Und ich möchte dich ermutigen, dich selber anzunehmen und zu sagen, ich scheine mit meiner speziellen Art. Ich liebe mich furchtlos. Auch wenn ich anders bin als alle anderen. Zum Glück bist du anders als alle anderen. Es gibt keinen Durchschnittsmensch. Es gibt kein Average, es gibt kein Normalos und Nicht-Normalos. Sondern dies Spezielle ist das, wo du furchtlos scheinen lassen kannst. Ich möchte so zum Schluss eigentlich ein paar Sachen erwähnen, wie ich andere Menschen liebe. Ich habe gemerkt, ich rede ein bisschen mehr über die Liebe zu Gott, ich rede ein bisschen mehr über die Liebe zu mir, weil ich merke immer, dort ist die Frage in meinem Leben, wenn die nicht gelöst sind, bin ich nicht frei, furchtlos Menschen zu lieben, weil ich nicht verstanden habe, was die Liebe eigentlich heisst. Ich erinnere uns an den Vers, wenn wir nicht verstanden haben, was die Liebe ist, dann können wir nicht furchtlos leben. Und ich habe mich darum entschieden, meine Frau zu heiraten, weil ich furchtlos entschieden habe. Ich liebe sie und bin ihr treu, bis der Tod uns scheidet. Das ist eine furchtlose Entscheidung für Liebe. Das ist ein Moment, wo die Liebe ein Fakt wird, verstehst du? Da tust du jede Angst auf die Seite, jede Fantasie von der Angst auf die Seite und sagst, ich stehe heute da und ich sage vor den Menschen, vor Gott, ich bin dir treu und ich liebe dich, bis der Tod uns scheidet. Und weißt du, warum das heute viele Leute das nicht mehr machen? Weil sie Schiss in den Hosen haben. Ich kann es nicht schöner sagen. Ich habe mich in meinem Leben mega früh bei meinem Grosspapi auf seinem Schoss entschieden, ich werde warten mit Sex, mit Küssen, mit allem, bis ich eines Tages in dieser Kirche stehe und meine Frau heirate. Und ich bin nicht stolz darauf, dass ich es geschafft habe, weil ich etwas geleistet habe. Ich bin darum stolz, weil ich weiss, Gott hat mich gestärkt in dem. Du kannst auch heute, wenn du nicht verheiratet bist, dich entscheiden, furchtlos zu lieben, jetzt schon. Jetzt schon furchtlos zu lieben, die Frau, den Mann, den du eines Tages überkommst, weil du hast wahnsinnig viel reinzubringen in die Ehe. Wart, bis die Liebe kommt. Entscheide dich jetzt schon furchtlos für die Liebe. Und meine Frau und ich, wir sind mega unterschiedlich. Ich habe ein paar Bilder gebracht. Eben das eine ist so ein bisschen unser Sunny Side. Und nachher habe ich ein zweites gebracht, wo wir am Morgen um 5:30 in Kambodscha irgendwo gehen mitsarbeiten in der Kirche. Und ich liebe meine Frau, Sarah, weil wir all das Zeug, das unser Leben jetzt hat, miteinander teilen. Wir können furchtlos Seite an Seite sein, selbst wenn wir ein Frühmorgengesicht haben, wenn wir einen Frühmorgen-Mundgeruch haben. Wir sind füreinander, miteinander, weil wir uns entschieden haben, weil Liebe ein Fakt ist, eine Entscheidung in unserem Leben. Und Angst, was könnte kommen, ist eine Fantasie. Meine Frau ist mega eine besondere Frau. Ihr seht das nächste Bild. Sie entdeckt immer wieder Neues. Und ich bin leidenschaftlich für sie und ich bin furchtlos sie am Lieben, weil ich weiss, Gott wird mir helfen, jeden Tag sie zu lieben. Und das ist furchtlos. Ich liebe meine Jungs, das ist logisch. Ich habe 2 Buben.
Ich liebe sie furchtlos. Es ist der Moment da, wo sie das erste Mal in Kinski gehen. Und furchtlos lieben heisst, ich weiss, ich kann sie nicht bewahren vor dem, was die Welt bringt. Ich kann sie nicht bewahren vor diesen bösen Kindergärtnerinnen oder vor diesen bösen Kollegen, die sie werden antreffen im Kinski. Aber ich liebe sie und ich bin furchtlos sie am Lieben, weil ich weiss, wir haben einen liebenden Vater im Himmel. Ich liebe meine Eltern, meine Familie. Familie ist eine mega Challenge zum Lieben. Bei den meisten Leuten ist dort, wo wir am nächsten sind, ist die grösste Angst, dass wir verletzt werden. Dort, wo du am meisten von dir offenbarst, hast du am meisten Mühe, die Angst als Fantasie wegzuschieben und dich zu entscheiden zum Lieben. Wir sind im Moment so an einem Projekt, dass wir mit Sarah, ihrer Schwester und ihrem Mann, mit ihrer Familie werden zusammen im gleichen Zweifamilienhaus sein, mega nahe sein. Und was wir schon gehört haben an negativen Fantasien von der Angst, wie gefährlich das ist, wenn man eine Familie ist und nahe ist, was da alles kann passieren, nicht wahr? Wo die Beziehung kann zerstören, dann denke ich immer, hey, gang weg mit dieser Stimme von der Angst. Wir möchten furchtlos lieben. Wir haben eine Wahnsinns-Power in der Family, in unserer Beziehung. Und diese Liebe wollen wir scheinen lassen in die Welt raus. Du kannst dich immer entscheiden, so Sachen, lasse ich auf die Liebe oder lasse ich auf die Stimme von der Angst. Meine Freunde, jeder von uns hat Freunde. Ich möchte noch etwas sagen über die Kirche. Ich liebe meine Kirche furchtlos. Ich bin seit 18 oder 19 Jahren jetzt im ICF und meine Leidenschaft für Kirche, die ist eigentlich nur noch krasser geworden. Das ist etwas, wo mein Leben prägt, seit ich klein bin. Ich bin leidenschaftlich für Kirche. Und es hat unterwegs bis zu dem Tag, wo ich heute da stehe, so viele Momente gegeben, wo ich die Liebe auf die Seite schieben konnte. Weil Menschen mich verletzt haben, weil ich enttäuscht war, weil ich meine Hoffnung in Leute gesetzt habe und ich bin gestraft worden und es ist ins Leere gelaufen. Ich habe hunderte Mal mein Herz verschenkt an Menschen in einer Small Group, in einem Ministry, in der Hoffnung, dass sie es packen könnten, dass ihr Leben sich verändert. Und ich bin viele Mal enttäuscht worden. Und wenn du heute da bist und du bist enttäuscht von Kirche, dann kann ich dir nur sagen, das ist normal. Das ist normal. Die Frage ist, ob du bei dieser Stimme von der Angst bleibst oder ob du dich entscheidest zum Lieben. Es gibt eine Bibelstelle, im 1. Johannes 4 steht, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber er liebt seine Brüder und Schwestern nicht, dann ist er am Lügen. Deine Liebe zu Gott ist messbar an deiner Liebe zu deinen Brüdern und Schwestern in der Church. Wie fest liebst du die Kirche? Ist ein Maßstab, wie fest du Gott liebst. Das ist eine Message, die ich immer wieder ein bisschen Überwindung brauche, um sie zu bringen, aber ich glaube zutiefst fest daran, weil Jesus hat gesagt, meine Gemeinde ist meine Brut. Und die soll makellos schön sein. Darum lieb die Kirche, gib dich rein in das, was Gott macht in unserer geistlichen Family. Bist furchtlos, halt dich nicht zurück. Tu nicht der Angststimme folgen, die sagt, halt dich zurück. Tu dich bewahren, tu zurückheben, sondern folg der Stimme von der Liebe, die sagt, ich gebe. Und ihr merkt, das ist der Unterschied. Angst haltet zurück. Angst nimmt Leben weg und Liebe, die gibt sich und verschenkt sich. In jedem Rahmen. Vor allem auch dort, wenn es darum geht, Menschen, die vielleicht Gott gar noch nicht kennen, oder das ist der letzte Punkt, Menschen in der Welt, meine Mitmenschen, in der Stadt, in meiner Umgebung, dort, wo ich bin, furchtlos zu lieben. Viele Sachen auf dieser Welt, die machen mir mega Mühe, zum Menschen trotzdem zu lieben. Es gibt so viele Lebensstile oder Arten oder Begegnungen, wo ich merke, ich bin extrem challenged zum Lieben. Und es gibt so viele Stimmen von der Angst, die mir sagen können, ja, komm diesen Leuten nicht zu nahe, das kostet dich mega Energie. Und ich bin immer wieder herausgefordert und ich will die Challenge nehmen. Ich will lieben furchtlos. Wir haben so ein Wort in der Gesellschaft, mit dem schließe ich ab, das ist das Wort Toleranz. Ich möchte einfach dort noch kurz ein paar Sätze sagen. Der Aristoteles hat gesagt, Toleranz ist die letzte Tugend einer untergehenden Gesellschaft. Also, wenn eine Gesellschaft gerade am Rand ist zum Untergehen, dann wird Toleranz gross sein. Und ich bin da kein Weltuntergang-Prophet, oder? Ich sehe mich nicht als das hat Aristoteles gesagt, nicht ich. Aber ich bringe es darum, weil ich glaube, wir sind in einer Welt, wo die Liebe
immer mehr auf die Seite gedrängt wird, wo Menschen probieren, die Liebe zu ersetzen durch Toleranz. Und wir Christen sind die Liebe kennen. Zurück zum Anfang. Wer kennt die Liebe? Das sind die wissen, wie der Vater im Himmel wirklich ist. Wenn Leute dich challengen und sagen, bist ein bisschen toleranter, sage ich immer, weisst du was, tolerant bin ich schon lange, das kostet mich nichts. Ich kann zu jedem Menschen tolerant sein, das kostet mich nichts. Der Preis von Toleranz, das ist gleich Zero. Weil du kannst jedem sagen, mach du dein Ding, ich mach meins, let's go the other way. Du kannst tolerant sein und jemandem den Rücken kehren, aber was du nicht kannst, ist jemanden lieben, ohne einen Preis zu zahlen. Wenn Menschen mich fordern, sie zu tolerieren, kostet mich nichts. Aber wenn Menschen mich herausfordern in meinem Umfeld, sie zu lieben, dann weiss ich, jetzt geht es als Eingemachte über, oder? Jetzt ist die Frage, wie liebe ich sie? Wie äußert sich die Liebe in einem Effekt, dass ich etwas gebe, dass ich Zeit verschenke, dass ich bete, dass ich mit diesen Leuten einfach durchs Leben gehe. Das kostet einen Preis. Und ich habe mich entschieden für die Liebe schon lange. Ich möchte dich einladen, dass du dich nicht verblenden von dem Geschwassel von Toleranz, sondern dass du sagst, ich bin bereit, einen Preis zu zahlen, weil ich Jesus will ähnlich sein. Der Garten Gethsemane war ein krasser Preis für Jesus. Wenn er dich und mich einfach toleriert hat, dann wären wir heute da hoffnungslos. Dann wäre Angst eine Wirklichkeit in unserem Leben, nicht nur eine Fantasie. Aber Angst ist überwunden, weil Jesus sie überwunden hat. Ich möchte mit dir zusammen beten heute, weil es gibt ja mega viele Arten, wie wir jetzt hier reagieren können. Aber ich habe den Eindruck, es gibt so einen Kampf in unseren Herzen, gleich wie bei Jesus. Der Kampf, die Stimme der Angst oder der Drang, die Leidenschaft, der Herzschlag von einem liebenden Vater, der in deinem Herz innen am Feiten ist, dass das durchbricht in deinen Beziehungen, in deinem Umfeld, in deiner Familie. Und ich wünsche mir, dass heute Abend das gedreht wird, egal was in deinem Leben das aktuell ist, dass Gott etwas dreht, dass du kannst furchtlos sein mit deiner Liebe, dass du nicht zurückheben musst, sondern dass du kannst geben. Ich möchte einfach jetzt in eine Stille hineinführen, ich fange mal an zu beten, wir singen nachher noch Lieder und ich möchte die Zeit nehmen, dass wir einfach dem Vater im Himmel uns anheben. Ich sehe einfach Jesus vor meinem inneren Auge im Garten Gethsemane. Das ist so ein starkes Bild, das ich für den Abend heute mega einfach vor Augen habe. Und in diesem Bild ist alles für dich enthalten, was du brauchst. Jesus, danke, dass in dem Moment, wo der Kampf in deinem Herzen abgegangen ist, dass du dich entschieden hast zum Lieben. Danke, Jesus, heute Abend können wir hier sitzen als Erlöste, Befreite, als Männer und Frauen, die einen offenen Zugang zu dem himmlischen Vater haben, weil du, Jesus, entschieden hast, ich folge der Liebe. Und du hast alles angelegt, du hast gegeben, was du gehabt hast, deine Position und dein ganzes Leben. Danke, dass du nicht der Angst Raum gegeben hast, sondern dass du geliebt hast. Geliebt hast, weil du jedes Gesicht, das heute da ist, vor Augen gehabt hast. Heute Abend geht Jesus durch die Reihen und ich sehe einfach, wie er dein Gesicht anschaut, wie er dich wiedererkennt. Jesus kennt dein Gesicht nur schon von dem Moment, wo er am Kreuz gestorben ist und die ganze Menschheit vor Augen gehabt hat. Er kennt dein Gesicht. Und gleich wie damals liebt er dich heute, er würde alles anlegen, dass du zu deinem Vater im Himmel kommst. Ich danke dir, Jesus, für die Liebe. Ich bitte dich, Herr, dass du heute jede Angst aus unseren Herzen rausrupfst. Ich bringe dir die Angst, himmlischer Vater, heute Abend, dass ich leisten muss, dass ich nicht genüge. Ich bringe dir die Angst, dass meine Sünde mich trennt von deiner Liebe. Ich bringe dir sie an dein Kreuz, Jesus. Und ich nehme heute Abend einfach nochmal dankbar deine Erlösung an, Jesus. Vielleicht ist das erste Mal, wo du in deinem Leben das betest, dann bete einfach
Jesus, danke, dass du den Preis gezahlt hast, dass du mir wie den 5 Lieber in die Hose gesteckt hast, dass du dein Leben gegeben hast, damit ich leben kann. Und ich gebe dir mein Leben an, ich folge dir nach, Jesus. Jesus, befreie uns vor jeder Furcht, die uns trennt von den Menschen, die uns abhalten, die Leute zu lieben. Von Verletzungen, die schon passiert sind in unserem Leben. Ich bringe dir sie an, Jesus. Ich danke dir, dass du heute heilst, dass du wie so viel rausrupfst aus unseren Herzen. Und unsere Herzen nochmal ganz machst, pumpend, leidenschaftlich, kraftvoll, so rote Herzen, die sich verschenken können, die etwas zu geben haben. Wenn du willst Blut spenden, dann musst du so viele Fragen ausfüllen, bis du approved bist, bis bestätigt ist, dein Blut ist gewünscht. Und ich sehe heute, wie Jesus dich, dein Herz, dein Blut, das, was in deinen Adern geht, heute reinigt, wiederherstellt und wischt, damit du kannst ein Spender sein von Leben. Lass uns mal ein Lied singen jetzt und ich möchte einfach, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jeder Person Menschen vor die Augen bringst, die wir dürfen lieben. Und wir können Entscheidungen treffen, um sie zu lieben. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich Kostbares. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20er.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, die gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.